Hallo miteinander, herzlich willkommen zu unserem neuen Format Adventskalender. Ja, und da stellen wir jeden Tag ein Buch vor. Heute ist aus dem DTV im Jostein Garder sein Buch Das Weihnachtsgeheimnis dran. Da steht hinter drauf 24 Tage bis Weihnachten, 24 Fenster im Adventskalender. Jeden Tag steckt ein Zettel im Kalendertürchen. Und jeden Tag tun sich neue Rätsel auf, die sich erst am 24. Dezember lösen. Eine spannende und geheimnisvolle Geschichte in Etappen erzählt. Und es ist auch ein richtig schönes Buch. Und Warum hast du das ausgesucht? naja, das hat uns jahrelang durch den Advent begleitet, wenn wir das jahrelang miteinander und mit den Kindern gelesen haben. Also es gibt jeden Tag ein Kapitel. Ja, das hat 24 Kapitel und Ist sehr schön illustriert. jeden Tag ein neues Geschichtle drin, wie sich halt für einen Adventskalender auch gehört. Also im Adventskalender ist immer ein Bildle und Ja. dann die Geschichte dahinter. Ja, das ist jeden Tag ein geheimnisvoller Zettel aus einem alten Adventskalender. Oh, lass uns was hören. Also das Buch fängt so an, dass der Joachim und sein Vater, die gehen in einen Buchladen und suchen noch einen Adventskalender, weil es ist schon kurz vor Dezember und sie haben Sorge, dass sie überhaupt noch einen kriegen. Und jetzt hat es da zwei verschiedene Adventskalender und der eine hat so Schokolade drin, der andere so kleine Plastikpüppler und da geht es jetzt los. Joachim betrachtete die beiden Kalender, er konnte sich nicht entscheiden. Als ich klein war, war das alles ganz anders, sagte sein Vater. Joachim blickte zu ihm hoch, das wollte er doch gern genauer wissen. Und wie? Damals war immer nur ein kleines Bild unter den Klappen des Kalenders für jeden Tag eins. Aber wir waren trotzdem jeden Morgen von neuem gespannt. Und wir haben immer erst zu raten versucht, was für ein Bild wohl als nächstes kommen würde. Und dann... Ja, danach haben wir dann die Klappe aufgemacht. Es war, als ob wir die Tür zu einer anderen Welt öffneten. Joachim hatte plötzlich etwas entdeckt. Er zeigte auf eins der Bücherregale. Da ist noch einer. Er lief hinüber, holte den Adventskalender und hielt ihn seinem Vater entgegen. Der Kalender hatte vorne ein Bild von Josef und Maria, die sich über das Jesuskind in der Krippe beugten. Im Hintergrund knieten die drei Weisen aus dem Morgenland. Vor dem Stall standen die Hirten mit ihren Schafen und vom Himmel schwebten die Engel herab. Einer von ihnen blies eine Trompete. Die Farben des Kalenders waren blass, als ob er einen Sommer lang in der Sonne gelegen hätte. Aber das Bild war so schön, dass Joachim beim Angucken fast ein bisschen traurig wurde. Den will ich, sagte er. Und das ist dann auch der magische Adventskalender, aber das können wir dann selber lesen. Gut, dann einen schönen Abend. Und Leute, denkt dran, besorgt euch immer einen spannenden und guten Lesestoff. Doppelt. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten.